Die beste Phase ist jetzt. Die beste Phase von meinem Leben ist tatsächlich jetzt. Ich glaube, ich bin gerade wirklich so ein bisschen in der Blütezeit von meinem Leben. So ein bisschen die jungen Jahre sind halt da, um Sachen auszuprobieren, um Sachen abzufacken, um auf die Fresse zu fallen, um einfach zu schauen, wo sollst du dich positionieren, wer bist du überhaupt. Das sind so viele Sachen, die du herausfinden musst. Und ich glaube, jetzt bin ich in so einer Phase von meinem Leben, wo ich schon vieles mitbekommen habe, vieles durfte mit in mein Rucksäckchen packen. Und ich glaube, so das Stuff, das ich jetzt langsam in meinem Rucksäckchen habe, mit dem komme ich recht gut durch die Welt. Und jetzt geht es so ein bisschen los. Darum glaube ich, jetzt ist so ein bisschen die beste Phase. Ich glaube, die beste Phase, es ist speziell, ich habe nämlich gerade heute Morgen über das nachgedacht. Ich würde sagen, es ist die ganze Phase. Es ist von klein auf bis jetzt. Es hat nicht eine bestimmte Phase gegeben, die ich als die beste Phase würde bezeichnen, sondern es ist von Tag 1 bis jetzt da, wo ich hier sitze, sind es alle Tage zusammen. Also ich meine, es ist die Zeit, die mich zu dem gemacht hat, wo ich bin. Und ich bin gerne in meiner Haut. Ich bin gerne der, wo ich bin. Und ich glaube, es ist das Gesamte, was es ausmacht. Es sind die steinigen Momente im Leben, aber auch die wunderschönen Momente im Leben, wo wirklich so ein bisschen die Ups und Downs, wo einem so ein bisschen rückwirkend so ein bisschen das Gefühl geben, dass eigentlich alles eine schöne Phase war, wenn man es so zusammenfassen kann. Meine beste Phase von meinem Leben ist eigentlich, ich denke jetzt. Jetzt so ein bisschen mit 20 oder 22, so ein bisschen, fertig mit der Lehre, mal ein bisschen etwas haben, aber extrem frei zu sein, was wir machen. Ich will mit der WG zusammenziehen, ich bin in die USA reisen, was sind so die nächsten Ziele, Jobwahl, ich kann Zivi machen, ich kann im Asylzentrum Zivi machen, ich habe so riesige Möglichkeiten, was ich machen kann und ich geniesse es brutal, die Freiheit zu haben, einfach mal irgendetwas anfangen, ein bisschen versuchen, ausprobieren und das fühle ich gerade sehr, dass ich die Möglichkeit habe. Ja. Ich glaube, meine beste Phase in meinem Leben war, ich glaube, so zwischen 15 und 16. Ich weiß nicht, ich war ziemlich sorgenfrei gewesen. Und ich hatte damals auch andere Freundschaften gehabt und irgendwie auch der Sommer war mega schön gewesen. Wir sind mega oft an Partys gegangen und dann auch in den Ausgang und dann weiss ich noch, hatte ich auch meinen ersten Freund gehabt und so und irgendwie, ich weiß nicht, es hat sich alles wie schon fast ein Traum angefühlt. so typisch so jugendliche Phase, wo du dich eigentlich voll irgendwie ausleben. Ja. Die beste Phase momentan in meinem Leben ist jetzt so wie sich momentan mein Leben entwickelt hat. In die Richtung momentan. Es läuft perfekt. Es ist ein wunderschönes Leben. Ich appreciate es. Mein Umfeld ist wunderschön. Die Menschen, wo ich bin, verbringen eine wunderschöne Zeit. Ich kann auch sehr gerne allein eine wunderschöne Zeit verbringen. Ich glaube, das beste Leben lebe ich gerade jetzt im Moment. Ja. Die beste Phase von meinem Leben kommt noch. Ich freue mich darauf, wenn ich eine Familie gründen kann. Bis jetzt war die beste Phase in meinem Leben die Selbstständigkeit, wo ich ausziehen durfte, wo ich mich selber erkunden und entdecken und selber mich ausdrücken wie ich wirklich bin. Und ab 25 startet die so für mich und die hat jetzt vor einem Jahr gestartet. Also zuerst mal für mich definiert die beste Phase oder eine gute Phase im Leben, dass man trotzdem wie entspannt sein und trotzdem den Alltag handeln kann. Und ich muss ehrlich sagen, gerade momentan bin ich in einer super guten Phase. Auch wenn ich Ferien habe, freue ich mich aber sehr wieder auf die Schule und bin komplett bei mir selber und im totalen Entspannten. Also, ja. Nachdem ich viel jetzt durchlebt habe, ich habe meine Ausbildungen abgeschlossen und habe dann gesagt, so jetzt nehme ich Zeit für meine mentale Gesundheit. Wenn das nicht klappt mit dem, was ich vorhabe, also sprich ein halbes Jahr ins Ausland zu gehen und einfach dort sein, in den Tag hineinleben, nebst der Schule, die ich gemacht habe, 3 Monate, also Türkisch lernen,
dann suche ich mir einen Psychiater oder einen Psychologen. Weil das dramatische Erlebnis mit dem Verlust von meinem Vater ist irgendwo drin und das ist immer wieder aufgekommen und immer wieder komisch aufgekommen. Oder? Weil ich bin ein Mensch war, der sehr lange nicht brüllen konnte. Sprich, die ganzen Gefühle nicht rauslassen, die toxischen Gefühle. Und das macht mit einem etwas. Und darum habe ich gesagt, ich nehme mir Zeit dort für mich, um meine Selbstliebe zu stärken. Und das war echt die beste Zeit von meinem Leben, weil ich so allein auf mich gestellt war und bin durch das viele Alleinsein an einen Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, das ist jetzt einsam sein und das ist allein sein. Und habe dann gemerkt, gut, du merkst, dass du dich einsam fühlst in einem Land, in einer Metropole mit 25 Millionen Menschen, bist du allein, aber du kannst etwas dagegen machen. Du kannst an dem Strand, wo ich war, ja, du kannst einfach dort hingehen und hörst die geile Musik und gehst einfach auch dort hin. Und prompt an diesem Tag, das war der geilste Tag von meinem Leben, kann ich so sagen, habe ich Leute kennengelernt, die eigentlich meinen ganzen Trip, diese 4 Monate in Istanbul, zum geilsten Trip gemacht haben ever. Also ich war der geilste Raves, Techno-Raves, eben am Meer und habe Leute kennengelernt, war immer auf Guestlists, konnte daten sein, habe dort Leute kennengelernt, habe dort etwas Geiles gegessen und ja, das war eigentlich meine geilste Zeit des Lebens letztes Jahr, trotz Corona. Es ist schwierig zu sagen, weil ich finde, jede Lebensphase von mir ist individuell. Aber ich würde sagen, von dieser Zeitspanne, wo ich die Lehre angefangen habe, bis jetzt, ist die beste Zeit in meinem Leben. Ich habe so viele Leute dürfen kennenlernen, Beziehungen eingegangen, halt auch bessere Beziehungen zu meinen Eltern, also zu der Familie, weil man wird erwachsen, man kann auch mehr mitreden. Halt berufliche Ebenen und halt mega viele Träume dürfen verwirklichen. Und vor allem auch in den letzten 2 Jahren sehr viel passiert. Und ich würde sagen, das ist die beste Lebensspanne aus meinem Leben. Ich habe immer wieder so kleine Phasen, wo ich betitle als die beste Phase von meinem Leben. Und das ist immer so ein kleiner Teil im Jahr. Aber ich habe das Gefühl, aktuell ist schon ein sehr, sehr guter Teil von meinem Leben. Aber das habe ich wahrscheinlich auch in den letzten paar Mal immer gedacht. Also zum Teil wird es besser, zum Teil wird es schlechter, aber es geht immer auf.